Schneckentempo. Einmal hat der Alfons unheimlich Hunger gehabt. Und er hat zu der Frau Strauss eine saftige Wassermelone kaufen. Ja. Aber die Frau Strauss hat gesagt, dass ihre Wassermelonen so gross sind, dass sie nie in seinem Wägeli Platz haben. Dann muss ich halt leider das Auto nehmen. Aber gerade als er einsteigen wollte, hat er direkt vor seinem Auto etwas gesehen. Das ist ja ein Schneckli. Juhu, Schneckli. Der Alfons hat gefunden, er wolle lieber vorsichtig sein und mit Abfahren warten, bis das Schneckli aus dem Weg ist. Das geht sicher nicht lang. Der Alfons hat sich ein bisschen Blumen angeschaut und die Wolken und ein Lied gepfiffen. Jetzt ist der Schneckli aber sicher schon aus dem Weg. Aber das Schneckli war immer noch da. Oh. Sogar noch fast am gleichen Ort. Oh. Aber der Alfons hat sich doch so auf ein schönes, saftiges Stück Wassermelone gefreut. Ich weiss, wir beide machen das Wettrennen. Ich wette, dass ich viel schneller bin als du. Du kommst sogar einen Vorsprung über. Achtung. Fertig. Los. Der Alfons ist losgerannt. So langsam, wie er nur konnte. Das Schneckli hat eben das Gefühl haben, dass er es mitkommt. Dann würde er es auch pressieren. Aber auch wenn der Alfons noch so langsam gerannt ist, dass er fast nicht vorwärts gekommen ist, das Schneckli war einen Weg noch langsamer. Oh, ich habe glaub gewonnen. Aber du bist auch gut Schneckli. Der Alfons war nicht ganz sicher, aber es hat so ausgesehen, wie wenn das Rennen das Schneckli müde gemacht hätte. Und es jetzt das erste Mal eine Pause braucht. Der Alfons hat aber immer noch Hunger gehabt. Er hätte unbedingt ein schönes, saftiges Stück Wassermelone wollen. Aber solange das Schneckli vor meinem Auto nicht weggeht, kann ich nicht zu der Frau Strauss fahren. Da muss ich, glaube ich, etwas anderes essen. Aber er hat leider fast gar nichts mehr zum Essen im Haus gehabt. Das Einzige, was er noch gefunden hat, war Senf und Ketchup. Vielleicht ist Schneckli jetzt ja weg. Oh. Ist es aber nicht. Oh oh. Es war immer noch da. Und im Alfons sein Bauch hat immer lauter knurrt. Ich habe nur noch Senf und Ketchup. Aber das ist ja eigentlich kein Essen. Das muss man doch irgendjemand drauf tun. Darum hat sich der Alfons ein bisschen Senf auf den Finger gestrichen. Oh. Ja. Der Senf war zwar gar nicht so schlecht, aber Hunger hat der Alfons wegen dem gleich noch gehabt. Ich frage mich, was Schnecken am liebsten essen. Senf und Ketchup? Nein, das war wahrscheinlich nicht das Richtige für das Schneckli. So Schneckli haben sicher viel lieber Früchte und Gemüse, hat der Alfons gedacht. Darum hat der Alfons im Schneckli erzählt, dass er eine grosse, saftige Wassermelone holen will. Und ich gebe dir gerne ein grosses, schönes, saftiges Stückchen. Hallo, du musst nur aus dem Weg gehen, sonst komme ich mit dem Auto nicht vorbei. Und plötzlich hat es so ausgesehen, wie wenn das Schneckli tatsächlich ein bisschen schneller kriechen würde. Du freust dich, denke ich, auf die Wassermelone. Das ist gut, Schneckli. Wenn du jetzt noch ein bisschen Gas gibst, können wir bald zusammen essen. Vielleicht kann ich dir ja ein bisschen helfen. Oh,
Der Alfons ist hinter das Schneckli gesessen und hat angefangen zu blosen. Und es hat so ausgesehen, wie wenn es helfen würde. Mit dem Rückenwind ist es schon viel schneller gegangen. Aber das viele Blosen war anstrengend und der Alfons hat schon bald nicht mehr mögen. Darum hat er es dann mit einem Fächer probiert. Aber das ist auch nicht lang gut gegangen. Sein Arm ist bald müde geworden von dieser Anstrengung. Dann hat der Alfons eine sehr gute Idee gehabt. Er hat aus Karton einen kleinen Zug gebastelt. Ein Schneckenzug. Alles einsteigen, der Schneckenzug fährt ab. Alle Schnecken bitte sofort einsteigen. Tutut, tutut. Tschicka, 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 tutut, tutut. Aber das Schneckli hat nicht einsteigen. Vielleicht hätte ich ihm doch lieber ein Schneckentaxi basteln sollen. Du musst jetzt wirklich aus dem Weg gehen. So schnell wie möglich. Schneckli, ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, aber ich habe wirklich Hunger. Und auch wenn du dich noch so anstrengst, du kommst einfach nicht vorwärts. Ich tue dir jetzt ein bisschen helfen. So, jetzt. Oh, komm. Der Alfons hat das Schneckli vorsichtig in Sicherheit gebracht. Und es hat nicht den Eindruck gemacht, wie wenn das Schneckli stören würde. Im Gegenteil. Es hat sogar so ausgesehen, wie wenn es der Alfons würde anlächeln. Es war froh, dass es endlich wieder im Gras war. Und der Alfons war sehr glücklich. Ja. Jetzt konnte er endlich seine Wassermelone holen. Und dann hat es ein herrlich saftiges Stück Wassermelone gegeben. Für den Alfons und fürs Schneckli.